Herzlich willkommen bei der ersten Sendung von RDR Tele am neuen Jahr. An hier sind Überschriften von dieser Emission. Der RDR ist die einzige Partei aus der Chambre, die sich der Impfpflicht klar widersetzt. Covid-Impfungen müssen absolut freiwillig bleiben. Die Verfassung mit unseren Grundrechten muss respektiert gehen. Die Debatte am Kader von der öffentlichen Petition gegen die allgemeine Impfpflicht, die 11.500 Leute unterschrieben haben, waren hoch. Das zerjüt Ulayes von den Petitionären als kaum echt geholt an den Medizin-Nobelpreisgewinner Luc Montagnier bloßgestellt geht. Die zwei Deputierten Fernand Cartheiser und Fred Keup haben am neuen Jahr ein Zeichen gesetzt an ein Plan gegen den Tageblatt-Chefredakteur gemacht, weil es inakzeptablen Aussagen. Den hat sie am RTL-Presseclub unter anderem als niederträchtig Knaschsäck bezeichnet. Weiter proposieren ich den Nee von der RDR zum Vot über das zweite Kapitel von der Verfassungsreform an ein kämpferisches Schritt vom Nationalpräsident Jean Schoss am Kader vom Neujahrspart, gerade wie auch einer interessant Beiträge. Am Kader vun der Orientierungsdebatte hunn de bloe Staatsminister an die rot Gesundheitsminister kein Zweifel darunter gelost, dat zu Lützeburg eng Impfpflicht angefordert soll ginn, an een dementsprechende Gesetzprojekt ausgeschafft gëtt. Dabei hat sich federrund die Regierung op ihre Pressekonferenzen monatelang gegen eng Impfpflicht ausgeschwert. Für die ADR war dagegen von Anfang an klar, dass die Covid-Impfung nicht auf freiwilliger Basis sein. Dazu gehört, dass den freie Choix hat, für sich eben auch nicht impfen zu lassen. Das Leute, die sich nicht wollen oder aus medizinischen Ursachen nicht können impfen lassen, dürfen an der Öffentlichkeit nicht stigmatisiert gehen. Könnt dabei, dass es sich beim 3G auf der Arbeitsplatz am Anfang schon um eine verstoppte Impfpflicht für sozial mich Schwachleute handelt, die sich die Tester nicht leisten können. Das ist auch ein LSAP sagt, die mir nicht verstanden bei der AD, das ist den 3G auf der Arbeitsplatz. Das trifft doch die sozial schwach. Das trifft doch die sozial schwach, von dem muss bezahlen, wie schaffen zu gehen. Die Leute können sich doch freikaufen, mit das an da können eine Partei, wo noch Gesundheitsminister als an der LSAP, und wir feiern hier ein 3G an, wo die Leute sozial schwach sind, müssen bezahlen, wie schaffen zu gehen. Ich felicitiere nicht für die sozialistische Politik, die da haben. Das ist doch nicht akzeptabel. Für die Regierung die Impfung als Allheilmittel durchzulehnen als irresponsabel, weil die Wirksamkeit von den Covid-Impfstoffen immer mehr auf Frage gestellt wird. Wir haben Länder, wo ganz viel geimpft wird, Portugal und Irland, die wo kurz drüber im Hochrisikogebiet da. Wir wissen bei der Omikron-Variante als die Wirkung ganz niedrig, eben was die Verdrohung angeht, aber wir haben keine Ahnung, wie es bei zukünftigen Varianten kann sein. Ein weiteres Argument gegen die Impfpflicht ist, dass nicht gewusst ist, wie sich die Impfungen über eine längere Zeit auf die Gesundheit auswirken. Wir sollten doch nicht vergessen, was man in der Vergangenheit auch in Erfahrungen hatten. Erinnert euch, und dafür kommt er gern. Wo man auch das als Wundermittel verkauft konnten, auf wie viele Kinder mit Behinderungen sind hier nur geboren gehen. Auch das wissen wir nicht. Ich will nicht sagen, dass die Impfstoffe auch das können als Konsequenzen. Ich will just sagen, wir kennen Langzeitwirkungen haut nicht. Und dafür soll man vorsichtig sein. Ich verstehe komplett, weil junge Frauen zum Beispiel, die später noch viele Kinder kriegen, so, ich weiß es nicht, was können Langzeitwirkungen sein, ich will mich also nicht impfen lassen. Das kann ich absolut verstehen. Auch schon lo gehen bekannten zum Teil schwer Nebenwirkungen von den Covid-Impfstoffen. Lang der letzte Rapport von der Pharmakovigilance hat heute zu Lützeburg offiziell 11 Todesfälle registriert. Der Staat weiß, wir wissen alle gut, dass Nebenwirkungen auch von den Impfstoffen existieren, die auch potenziell können tödlich sind. Wenn also der Staat hier geht und schreibt Impfung 4, weiß der Staat, dass man einer gewisser statistischer Wahrscheinlichkeit auch Todesfälle provoziert. Das ist einfach so. Die versprochene Herdenimmunität von der Gambia-Regierung als mit rund 80% geimpfte Leute erreicht. Aber nicht immer hecht, es müsst abgepasst gehen, dass die Spitäler nicht überlastet gehen, dass ihr daran erinnert, dass die letzten Jahre
die Einzelregierungen 12 von den Spidolsbetter am Land permanent aufgesagt haben. Was dir, dass mir mat dat enzech Land sinn, wat null Reserven huet, null Reserven am Gesundheitssystem, mir hunn an Südspidol gëtt lo näicht, an Militärspidol, dat leist op sech werden, mit dat ass der eng unverantwortlich Politik an Dir mat am Lehner Lorlo 2 Jo Gesundheitsminister, das wower Di viel beschäftigt mat de Pressekonferenzen, mir och Dir hut bis lo ke Konzept fir gelecht Spideler opzerichten Reserven ha am Land hunn, wie dat sech gehéiert, well wann bei dir merkt, Dir merkt, dat sie zu so iwwer belächten, et ass eng Ömverdelung. Di huet eng Gesundheitspolitik gemerk iwwer Joren, wo der Spidolsbetter aufgebaut hat, allo eng Impfpflicht afeier die wälst Verantwortung für Politik op die allgemein Population auf, a Platz eng falsch Politik zu korrigieren, die dir seit Jahre feiert. Eng Impfpflicht geht dann auch nach Chlor gegen dat, für dat sich Lützeburg international engagiert hat. Et gibt internationale Engagementer, die man geholt haben, auch an der Assemblée parlementaire vom Conseil de l'Europe, wo man gesagt hat, wir sollten dafür sorgen, que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. Und hier hat eine grosse Diskussion gefeiert, wo just de contraire gemerkt wird zu Engagementen, die wir schon geholt haben. Also für uns ist ganz klar, aus all den Gründen, aus politischen, aus medizinischen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen, wo man Leute wollen zusammen feiern, und nicht die Grief verdienen, die man in der Gesellschaft tun, dass für uns ein obligatorisch Impfpflicht nicht erfrocken. Und das, wir brauchen nicht einen Mangel an Argumenten, weil die Hut da nicht viel zu ersetzen durch mehr starke gesellschaftlichen Druck. Wir sind für freiwillige Impfungen. Aber wir wollen auch, dass wir zurückkommen in unserer Gesellschaft, weg von den Verurteilungen von einer Leute, von den Theorien, dass die sich nicht impflose schuld sind in einer Situation. Das ist nicht vor. Wir wollen nicht, dass Leute diskreditiert gehen als Schwurbler oder als wissenschaftsfeindlich oder als Gott weiß was. Weil schon ich doch gerade diese pure Argumente genannt, die weisen, dass es rational eine gute Ursache sind, für sich gegen eine Impfpflicht zu stellen. Medizinischer, also noch juristischer, politischer. Wie soll dann, wenn ich so Argumente hört, diskreditiert gehen als Verschwörungstheoretiker oder so etwas? Respektiert auch Leute, respektiert die Meinungen. Wir brauchen noch kein repressive Klima gegen Beamten, die impfkritisch sind. Für Wörter, sie sind Dinger vom Staat, von unserer Verfassung, sie sind Dinger von der Regierung. Er lässt auch den Beamten hier politische Freiheit. Ich hoffe, dass an uns geimpft, ja, 3-mal. Und dann an der Presse, also dann nicht. Wäre dann nicht, das ist ein Appell, den ich Journalisten richten, wäre dann nicht schön, wenn wir auch an unserer Presse zurückfahren zu einem Ton von Objektivität, aber Respekt. Das wäre doch schön. Und, ja. Très bien. Was wir gerne hätten? Wir hätten gerne als ADR, wir wollen keine Verharmlosung von der Krankheit. Wir wollen auf der anderen Seite Respekt von denen, die mit guten Argumenten gegen eine Zwangsimpfung oder eine obligatorische Impfung gehen. Wir hätten gerne eine Lesung an einem guten Geist von einem Lützeburger Modell. Ein Modell, wo Respekt, wo Solidarität, wo Freiheit, und Verantwortung, so wie man das zu Lützeburg für und ihr immer gemerkt haben. Ist so nicht mehr. Ganz gut, ganz gut. Dat am Kader vun de Manifen géint COVID-Restriktionen die verfassungsmäßig garantiiert Demonstrationsfreiheit vun der Regierung immer méi ageschränket, dat das ke Geheimnis. De 15. Januar as es do Bennger vun dëse Manifen zu Zähne kom, den so noch net gesinn hat am Land. E puer 100 Demonstranten sie bei der Stadt Agen vun der Police stundenlang angekesselt ginn. Well et Leiit dorop sinn ëmmer mi Kalginnners, an der Filung missen op Toilette goen, mit dës awer net gogelos goufen, wo d'Stimmung ëmmer méi ugesperrt. Heige seidin zum Beispiel, wie sech gleiche Purpolizisten oni Vierwarnung op e jonke Mann gestierzt hunn, quasi wie op bewëlt Déier. An dat anscheinend just, weil den op senger Trommel gespielt hat. Wennst Trouble à l'ordre public, ass hien mat op de Polizeibüro geholl ans go eng Kurzzeit agesät ginn. Fir wär d'Police op emoliert Taktik geënnert hat, an offensiv géint Manifestante Viergangen ass,
Als Eiseninformationen no op een direkten Urder vum Gringeminister Henri Cox zurückzufeieren. Mir kruten op alle Fall vun engem vun de Manifestanten zougedroen, dat op dem seg frohin e Polizist him geantwort huet, dat de Poliminister den Urder fir den Ersatz ginn huet. Kontakt. Die mech nach vu Fréier kennen, wëssen, dat ech jorelang de Journalistenberuf ausgeübt hunn. Sogur mat Fred. Demols huet Press nach keng Regelrecht Hetz op Leiit gemach, die eng aner Menung hunn. Dat wat sech lo RTL am Kader vum Presseklub dëse Mond geleest huet, dat geht awer wirklich op keng Kohaut méi. Speziell d'Aussoe vum Chefredakteur vum Tageblatt und d'Adress vun der RDR. Et gin Momente auch an engem Land wo du muss so geht Et geht deck du an geht doch mat den jungen du weil so lauter Leute so feiner halb Biedermänner sie lachen und sie sind halt in den ein Diplomat den anderen eine geniale Geosprovenzier so ganz gedam Leute und dat sind dat doch viel guter und muss en enke so der sieht tot gefährlich der sieht dat war immer so für Lützebäuer hein der sieht überhaupt nicht der macht dat Land futti der steht für nicht der sieht niedertrachtech knascht sagt mal zu so sie können nicht Watemord machen mir sie man es war an dem Landheimmensch noch net war das Algoten de wo sie schon net getraut und tun auch gesinn dat geht was besonders Rassismus ran und ich muss net gucken und die Worten durch mit sie auch andere Sachen von Morddrohung bei noch beim RTL. Die zwei Deputéierte Ferner Karteiser Fred Kolb hunn also eng Plant géint den Chefredakteur vum Tageblatt gemach a wat ihm do reprochéiert gëtt, dat das wirklichsche net neicht ha getriet vun outrager Deputé an noch Opruf zum Has an Kalonie. Wat hicht lo genau am Klortext? Die Plant als so formuliert mir fängt ganz viel wat den ferner Karteiser an der Fred Kolb Deputéiert. Sie gewählt vum Wähler an den eng Mission sie sind mat eng die zwei Leute sind zwei vu sich deputéiert, dat sie vum Wähler gewählt sind eng Mission publik wie so der Republik Volksgewählter Volksvertreter. Wann in Daylight beleidigt, das selbst wie Magistrat oder en irgendeinen anderen hege Funktionär oder ein Minister, das eng Spezialinfraktion. Dat heißt, et verletzt den die Leute am Exerzice von ihrer souveräner Funktion. Ha gouf jo gesot vum Herr Haberwal huet Di gesot, Di dat rechtg knascht sagt, Di si dot geféierlech, Di stit fir neiich an so weiter an so fort. An dat ass fir mech ganz klo no trasch a Deputé. Do no, wann in de ganzen Interview liest, no lauscht dat. Gëtt net begint Herr Kolbe gët Herr Kartei geschwert, doch gen ganz Partei geschwert. An do si mat an enger Grupp an enger gewissener wie so ein Rassemblement vu Leiit, de Gruppe vu Leiit, den ganz attackieren. Do sonch Incitation aller hin. Weil et trifft ihn zum Hass op géint Partei. Oder all die Leute, die als Partei wählen. Du hast dann das Situation hin. Kalumnie, Injure, du hast einen Unterschied ganz klar, ob ein präzis Sache war, die seht, oder bis mir lasch gehalten wird. Doch gibt es mir lasch gehalten. Seht ihr, die das rechtlich knascht sagt, die ist dort gefällt, bis mir lasch. Und dann, an der Plan steht auch nach d'Injure. D'Injure délit, weil effektiv die Sache auch noch ein Injure ist. Natürlich sind die Leute noch insultiert, und das die Last Infraktion, die man formuliert hun. Das lo Park jetzt gut Gewährung von Infraktionen Trickbehalt muss ihr wissen am Dra penal so dass EFE wie Hai die kann verschiedene Qualifikationen kreieren. Und dann Park jetzt gucken respektiv Handlung geriecht, zweiter Vers wird gut Gewährung Infraktionen am infine Trickbehalte gehen. Chance stehen aber allgemein groß, dass den Herr Saberwal sich für Gericht verantworten muss dafür. Ich gebe so ein Ja, weil der heute eng sagt als von den das du jamais vu. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jemals schon ging, dass von einem Journalist so über Politiker, über Deputierte und Minister, egal wie ein Couleur das so geäußert wird. Du willst nicht davon raus, wie gesagt, die Infraktionen, die ich normiert tun, die ich schon nimmt tun, die Infraktionen sind am ganz klar gehen anhand von der Plan. Und der Parquet bleibt mir schon Parquet keine andere Choix für die Sache an eine Sitzung zu holen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann stell ich mal froh, wie weit könnt dat? Weil da gibt ein Exempel und dann hält er dort nicht ab. Dann fängt man rund, da fängt Journalisten so über Politiker zu schwätzen, Politiker fängt so über Journalisten zu schwätzen, über Ministerin, das hält nicht ab. Da fängt und den anderen, dann hast du wirklich, da sind wir länger so und non droit, wo alles so lebt das. Und
Ha muss Zeche gesagt gehen, weil hast du persönlich, hast du die Deputierte persönlich gegrafen, das nicht eng Meinung gegrafen, du kennt den so ich nicht mal der Meinung von der ADR verstanden. Es ist nicht mal der Lin verstanden, ja vertreten. Nee, dann hört ganz klar 2 Deputierte gezielt, injuriert, outragiert. Das muss poursuiviert gehen. Mat de Stimme vun de Gambia-Parteiien, der CSV an de Piraten aslo och der zweet Kapitel vun der Verfassungsreform iwwer d' Staatsform am Parlament ugeholl ginn. Akruto mat der die neideg 2/3 Majoritéit. Der huet dagéint gestimmt, well sie net dommer der d'accord ass, dat mat der Reform d'Regierung nach méi Pouvoir iwwer de Grand Duc krit an eist Land och weiter Souveränitätsrechter u Brüssel aufgëtt. Am Kader vu senger Intervention ass den Fernand Carteiser méi wie emol vun der DP deputéiert Simon Beissel ënnerbrach ginn, an dat op eng ganz onmanéierlech an iwwerhirflech Äderweis. Et das och an dat ëllech awer hai och klo so ass dat Kapitel hai eng Schwächung der nationaler Souveränitéit. Et das jo steet lo dran, dat mir als in der europäischer Integration bedeelegen. Dat ass eng Banalitéit, dat ass eng Selbstverständlichkeit, dat man dat muss machen. Da gëtt gesot ja an der franzésischer oder an der deutscher Verfassung steht dat och mit die Franzosen an die Deitsch als Leifnoperen hunn Äner Meiglichkeiten am Prinzip. Sie hunn mir eng gros Meiglichkeit wie onofhängig ze sinn. Lützeburg huet dat absolut net. Mir hu keng Äner wie, dann schuld der CSV dat och ne Kasoen, die jo halbhärt mir wäre géint eng europäische Integration, eng europäisch Summen erbecht. Mir hunn doch go keng Äner wie als klenk man, das heißt ganz geschieht. An natürlich als eng ADR sech voll bewusst, dat man och muss an internationalen europäischen Organisationen mat. Den Unterschied zwischen enger Konzeption Föderalstaat wie CSV en DAX vertritt an Eiser als einfach wie eng Modalitäten, wie eng Institutionen, wer das Platz von eisem Land aus engem Europa min de Prinzip. Wenn Haiier so beherbt schmengen das einfach unehrlich. Der schreibt eng Verfassung, wo der so Regierung formal de Grand Duc hält Reglementer wie dat umzusetzen, mir keine Ahnung Werthei, wie eng opendieremer Hund, mir keine Ahnung wie die Rolle von der Chambre an Zukunft aus, wie Kontrollfunktionen von der Chambre aus, wie Direktive sollen umgesetzt gehen. Nee, das also wir wüssten nicht. Das heißt Check en blanc an net riskiert auch de Pouvoir von der Chambre mit klein zu machen, weil es steht nirgends besonders. Aber wenn ein Text von einer Verfassung schreibt, wenn ein Text von einer Verfassung schreibt, dann erinnern sich an Montesquieu, der sieht on ne peut que toucher une constitution avec une main tremblante, weil Fesi und nicht weil den Heim möchte, dann hat das Klo nicht gewusst, was gemerkt hat. Aber als Ex-Diplomat, dass dir so etwas funsiert. Das ist richtig. Wisst ihr, wer das auch noch aus den droit de patrimoine aufschafft? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Ja, Madame Beissel wird einen vorstellen. Ja, ich wollte dich etwas frohen, weil ich weiß, dass dir alles wisst und dass der Hai nur wirklich der Konträr von dem so wisst. Wo bin ich aus der Belgische Verfassung? Lästert Madame Beissel. 1831 als nicht frisch gemerkt gehen. Ja, 1990 in der Föderalstaat geht das ganz normal, dass den droit de patrimoine seit 1831 dran steht, wie bei uns seit 1861. Wenn ich erst die deutsche Verfassung, Karteiser, wo bin ich erst die deutsche Verfassung? 1949. Du war kein Dingens von Euro, das ist ganz normal, dass an den anderen Texten da dran steht. Wenn ich gift, so heide Leid. Kom dir schon mat non-Wstellen. Also echtens wann am Beissel ich fan net dat de Parlament as wie Quizemissionen zu machen. Dat zweet net hai für als belgische Kollegen die Responsabilität oder als deutsche Kollegen die Responsabilität über hier Verfassungen aufzuhören. Sie mehr wie sie das füllen. Ist so nicht schüss, was dann in den Verfassungen steht, aber wenn sie wollen ändern, können sie ändern. So, und dann würde ich auch so, dass als Land muss das Recht behalten, auf währungspolitische Krisen zu reagieren. Wir hatten ja Erfahrungen genug. Wir haben X-Probleme mit dem Euro am Blick. Wir hatten Griechenland-Krise. Wir wissen nicht, was nach alles auf uns zukommt. Wir hatten noch Erfahrungen an der Belgisch-Lützeburger Währungsunion, die uns sollen dazu feiern, auf jeden Fall nicht, ob als ege souveräne Rechte an dem Bereich zu verzichten. Wir stehen für ein Palais und das hat einen guten Grund. Mit der neuen Verfassung von der LSAP, DP, Green und CSV sind die Rechte vom Großherzog geschwächt. Es kann nicht drehen erkehren, wie ihr will.
dem Grundduc seg Roll gëtt mi kleng, manner wichtech. Ja, et kann e so, dats eng Reform géint Monarchie. Dofir 2 Beispieler. Eichtens. D'Regierung kann op Initiativ hoelen fir de Grundduc aufzusetzen. Dat ass bislo net ginn, an hei setzt sech d'Regierung quasi iwwer de Staatschef. An dann e Punkt, den et ganz gut weis, dat ass Dedesformel. Je jure Fidélité au Grand-Duc. Dëssen Eed besteet global 200 Joer an all Staatsbeamten, Soldaten, Politiker und den Eed ëmmer geleest. Mat der Reform gëtt de Grand-Duc am Eed aufgeschärft. Mir froen fir wat. Et huet auch kein gefuerdert. A viel Leiit gesinn doran e Beweis, dat seit Regierungsparteien mat der CSV de Wehr schloen zu Manner Monarchie. Dummecht dat net mat mistinze Monarchie. De Großherzog an großherzoglich Famill hu viel fir als Nationun gemer. Denke man mollemmen hun Zweite Weltkrieg und die Deitsch Besatzung. An viel Leiit sind do winst froh mat der Monarchie, sind eng stark Verbindung mat hier. Das ist Wichtiges. Und dafür am Respekt für den Großherzog, als enger Familie, und am Respekt für der Geschichte von unserem Land, wir mir reis gegen eine Schwächung von der Monarchie, und wir wollen, dass den Eed op de Grand-Duc bestehen bleibt. D'ADR fordert weiter Referendum iwwer eng Prozedur, wéi se am Gesetz virgesinn ass, dofir huet de Fraktionspräsident, wéi beim échte Kapitel vun der Verfassungsreform Prozedur vum Deputé Initiateur ageleet. Hei musse 16 Deputéiert mat ënnerschriwen hunn, fir dat de Referendum an d'Wehr geleet ka ginn. Die échte Kéier waren immerhin schon 8 Deputéierten Ënnerschriften ze Summe kommen. Für eine Sache Covid-Impfungen eng einer Meinung zu hunn wie de gängige Narrativ an das öffentlich auszudrücken, als weiterhin ein ganz schweren Exerzice. Das konnte noch bei der Debatte über die Petition 1950 an der Chambre an Urstellen. Eng 11.500 Leute hatten Petition, die sich gegen eng allgemein Impfpflicht riecht, unterschrieben. Petitionären waren nicht allein gekommen, sie hatten prominent Verstärkung mitgebracht. Darunter kein anderen wie Medizin-Nobelpreisgewinner, der französische Professor Luc Montagnier. Von Anfang an hat die Präsidentin von der Petitionskommission CSV-Deputiert Nancy Arendt die Debatte gelegt hat, den Namen vom weltbekannten Virolog falsch ausgeschwärzt und dadurch schon diesen Schild mit seinem Namen Virus stehen hat. Es spielt nicht wirklich, Herr Montagnier bleibt bei den Frauen. Diese peniblen Irrtum hat sich schon auch noch über die ganze Debatte gezogen. C'est Monsieur Montagnier qui va répondre. An Donno den Herr Montagnier van Stadtgif gesinn an den Herr Montagnier van hinne kind ummachen. Doch stellen sich froh, ob er nicht bewusst probiert gouf, für den Covid-kritischen Nobelpreisgewinner zu diskreditieren, geldiert Madame Arendt. Das wichtigste Uleies von den Petitionären deckt sich überdems an der Substanz, mam Credo von der ADR. Jeder soll de freie Schwa behalen, ob sich will impfen lassen oder nicht. Klar auch, dass der Vaccin ihn nicht für eine Infektion schützt, aber höchstens für einen schweren Verlauf von der Virus kränkt. Ich bin absolut gar nicht gegen eine Impfung. Aber das ist ein freiwilliger Schwa. Eine Impfpflicht lehne ich auf, weil und da das auch ein bisschen negligiert gehen die Sache mit den Nebenwirkungen. Da wird nach einer ganz schönen Tsunami auf uns zukommen. Das kann ich echt so. Das bleibt nicht mehr bei 2 Monaten. Bleibt nicht mehr bei 2 Monaten. Was das Impfen anbelangt, muss ich sagen, das hat am Anfang relativ gut geklappt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Impfstoffe, die wir haben, dass die zentriert sind auf eine Variante, Anfang, die rauskommt 2019, und die können mir cool das. Dann gucken wir Alpha, die relativ aggressiv war, an Delta, die Variante, die auch relativ aggressiv war, weil sie beim Omikron den nicht immer Mann virulent ist. Den Hoke bei der Sache, was mehr geimpft wird, wird auch nicht nur mit Nebenwirkungen steigen, aber auch die Effekazität auffällt. Was am Anfang gepront ging als mit 59% Schutz, da allein wir weil vielleicht noch bei 45 oder 50%, danach. Das heißt, der kennt den Punkt, da geht geimpft. Und da muss Sie sich vorstellen, geht das nach Sinn.
Lamentabel ass dann d'Arroganz, mat der sech einzel deputéiert, wie zum Beispiel de geringe Mark Hansen, a virun allem de Pirat Sven Klemmer als gros Leiermeester an der Medizin durchgestalt hunn. De Preis fir die gréste Fake News gong dobei ganz klar de Sven Klemmer. Moderne Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson sinn nom aktuelle Stand an engem Phase 4 Trial an net mi an engem Phase 3 an dommer der sinn se zougelos. Pfizer ass an Amerika sogar Full Approval Center August. Hei also do vun ze schwätzen, se wären nach immer wo de Development halnech fir en graven Fake News. Der Ausso gouf op Seite vun de Petitionären natierlech kategorisch widersprach. Les essais cliniques sont toujours en cours. La phase 3 n'est pas terminée pour tous les vaccins. Et donc, quand vous dites que nous sommes en phase 4, cela est faux. Ocht Paulette Lehnert huet Fake News vum Sven Klemmer misse richte stellen. Et stimmt, dass die Impfstoffe eng provisorische Miss sur le marché hunn, das aber auch nicht so exceptionell ist. Für de Professor Montagnier als Ethik vun der Medizin zënter dem massiven Ersatz vun de Covid-Impfstoffer op alle Fall solid afrogestalt. Il faut respecter l'éthique que on doit guérir, soigner des patients et non pas les tuer. Alors, malheureusement, nous rencontrons actuellement une immense campagne, c'est-à-dire selon les règles de marketing, pour vendre et imposer des préparations qui tuent un certain nombre de personnes. Même si elles ne tuent pas tout le monde, heureusement, elles tuent des personnes âgées et aussi maintenant des personnes plus jeunes, sportives, des enfants même. Et on parle actuellement d'étendre la vaccination aux enfants. Donc je suis absolument contre, au niveau de l'éthique médicale, de respecter la vie et l'état de santé des personnes vaccinées. Or, ces vaccins sont des poisons. Zum Schluss kom dun eng geplote Fra zu Wort, die duwel geimpft ass an Zter hier mat schroen Nierwewirkungen ze kämpfen huet. Ich mich also impfe gelos, dat war der 25. März, den 3. April, hun ich unwahrscheinlich pinkrit, ist sie beim Doktor gegangen, der Fall gern wie üblich, den 10. des 11. sind ich erwäscht, du wärst halb gelähmt, natürlich sehr an Spidol, dat war den Fazit Guillain-Barré. Dat ist dokumentiert, und zwar wird ein Doktor dokumentiert, und noch Madame Lehnert an der Question parlementaire 47/19 vom Herrn Jeff Engelen vom 22. Juli. Ich habe einen Brief, wie du die Frau abkommst, von der zweiten Impfung. Der Doktor hat gesagt, okay, verlangt zweite Impfung. Ich war natürlich am Embarras, was mache ich? Ich kriege kein Zertifikat vaccinal, ich bin nicht mehr geschützt. Da habe ich einen Brief geschrieben an Madame Lehne, dann an Herrn Schmidt. Ich konnte nie eine Antwort. Nur langem hin und her habe ich einfach zugesagt, für eine Kreizimpfung zu kriegen, da das nach mich schlecht ging mit meinem Zustand. Ich will nämlich just so, dass ich vier ganz, ganz sportlich war. Ich hatte noch praktisch Schwierigkeiten, mal ein Trab raufzukommen. Und das sind noch nicht mehr hier. Also wenn ihr seht, das gibt nicht lang dauern, dann ist das nicht wahr. Und die Guillain-Barré kann bis 2 Jahre dauern. Also es gibt Langzeit. Was schlimm ist, das, was Herr Blum auch schon gesagt hat, an der Presse gehen Nebenwirkungen minimisiert. Und alles, was ich mal als Kommentar geschrieben habe, als Post oder Hayando, wird einfach supprimiert. Wenn ich gucken, wie die Situation evoluiert, an wie die Impfung aber eigentlich an der Wirksamkeit leider Gottes auffällt, was ich auch selber bedauere. Ich meine, ich bin auch geimpft. Aber ich will aber nicht, dass der gesunde Mensch, weil zwangsgeimpft wird von einer Bevölkerungsgruppe, die eigentlich kein Risiko hat.
Versteht ihr, was ich will so? Und das ist das. Weil wir können weil auch nach Jugendlich all durchimpfen, da geht der Virus aber noch weitergedroht, weil auch die Durchgeimpften trotzdem den Virus können weitergehen. Und zwar nicht nur in ihrer Altersklasse, sondern auch an anderen Altersklassen. Die mietet ja an den Altersheimen, da sind auch, die sind dann all geimpft, und trotzdem haben wir bei Reinfektionen. D'ADR huet den 14. Januar op hire Najorspart an de Centre Sociétaire Zenz ervitéiert. Mat natierlech dann Najorsch Spruch vum Nationalpräsident, déi dëst Joer aus verständlichen Ursachen relativ emotional ausgefall ass. Ech proposéieren jechlo en ze Summeschnitt mat de stärksten Aussoen vum Dr. Jean Schoß. Mat der ADR gëtt erkennt keng Impfpflicht, solang mir kein chlor erschlüssig Finalität viergewiesen kreen. Aber dann so eng Impfpflicht de Pendler vermitteln. Wir dürfen die auch nicht vergessen, wir haben 200.000 Frontalien, die all da über die Grenze kommen. Der Lützeburger geimpft, der Arbeitsplatz, der Pendler nicht. Der Lützeburger nicht geimpft, littéralement en prison, der Pendler bei seiner Familie. Nein, an der Reinkehr, nein. An lo nach pur ganz persönlich wieder. Ich komme lo zu einem Deal, wo ich gemerkt habe, dass ich nie schwätzen müsste. Letzte Sonntag habe ich den Presseclub gelauscht. Mit meiner Frau zusammen. An ungefähr von der Minute 40 und ich gedacht, wir haben einen falschen Film. Folgendes musste ich hören am Kontext von der ADR, und ich zitiere lo. Es geht dick durch, und es geht auch mit den Jungen durch, weil sie so lauter Leute sitzen, so feiner, so Biedermänner, als sie lachen, den einen Diplomat, den anderen ein genialer Geosprof. Es sind ja so ganz gedammt Leid, aber wenn sie da für gut, was sind da für guter an, es muss ein Keier so, ihr seid todgefährlich. Ihr seht das, was ihr immer so für Lützeburg habt. Ihr seht für überhaupt nichts du. Ihr merkt das Land Futti. Ihr steht für nichts. Ihr seht niederträchtig, Knaschzeck. Es tut mir leid, das zu sagen. Also können auch lo, ich weiß nicht, was du mal da machen. Soweit Zitat vom Chefredakteur vom Tageblatt. Mit den Jungen wird da gemeint. Sorry, Sylvie, du fällst noch nicht genug ab. Aber du möchtest ja meinen, hab's doch für. Diplomat aus der Ferner, der Geosprof aus der Fred. Genial, chillig. Wir sind also, all wieder da steht, dort gefährlich. Wir sind also für überhaupt nicht da. Wir machen das Land Futti, wir stiffen nicht, wir sind niederträchtig Knaschzeug. Pardon, das du hast das zu Lützeburg noch nie ging. 4 Deputierten. 4 Deputierten, 2000 Membres, 10% vom Elektorat kaufen über das Radio gehatespeecht. Stell dich nimmer für 1 Sekunde vor. Der Jean Schoß, der Ferner Karteiser, der Fred Kolb, der Chef Engel und der Roy Reding. Und ich schloss einen Doktortitel lo fort, am Konträr zu gewissen anderen Leuten aus dem Journal, aus dem Tageblatt, natürlich, das Journal. Hätten da auf derselbigen Platz zur selben Zeit über Journalisten gesucht. Man, mir gehen Haut zu Madagaskar sitzen. Da wo de Pfeffer wiest. Zu einer politischer Debatte, als if sie nach so kontrovers geher de Minimum Respekt. Hier ist kein Respekt mehr. Hier ist nimmer nach eng Humiliation. Eng öffentlich Hinrichtung. Denkt kein drun. Okay. Denkt kein drun. Dass die Leute eng Familien Entschuldigung. Keiner von der bekannt. Entschuldigung. Am schlimmsten war aber für mich zu sehen, dass die anderen Journalisten sich weder desolidarisiert tun, nach die Aussage vorgestellt tun,
mehr am Konträr sich als Kämpfer gegen was weiß ich eigentlich durchgestalt hun. Wenn aber von Eis ein Member eine komische Post möchte oder ganz legal bei einer Demonstration geht, dauert es keine 5 Minuten. Und da verlangt der Journalist von mir, ich muss das kondamnieren, ich muss mich distanzieren und am besten wäre doch noch, wenn ich den Member ganz sicher aus der Partei geheim gebe. Nein, nein und nochmals nein, das kann nicht das sein, wie wir heute zu Lützburg Politik machen. Ich verspreche nicht hei an Haut, dass mir 2022 die korrekte, gute Oppositionserwicht 4 machen. Fair, aber ohne zu zicken, an den Fanger von lehen, das besonders auch am Kader von Covid. Eine Politik für alle Bürger und Bürgerinnen zu Lützeburg, und nicht gegen den einen oder gegen den anderen. In diesem Sinn wünsche ich euch all schenkt ein Jahr, besonders mit guter Gesundheit, voller konstruktiver Arbeit für Lützeburg und Europa. An ihr Journalisten wünsche ich zusätzlich etwas, nämlich alles das, was mir auch wünscht. Mir ha vun ADR Tele sonnech lo Merci, dat Dir mat dabei wärt. Dir kënnt als Dock an ober per TV kucken. Denkt runn firch regelméisseg op eiser Internet a Facebook-Seit informéieren. Bleif gesund, Ädi a bis die nächste Käier.